Shalom Aleichem. Agit Nechoidisch. Dank. Ich bin Gitel Schechter-Vishwanath, der Vorsitzende von der Jiddisch-Liga. Und ich begrüße euch alle in Namen von der Jiddisch-Liga. Ich will euch beim Zusammenhang bedanken dem Jivo für sehr Mitstütz von der Programm. Wir freuen sich, was hat sich für uns herausgestellt, die seltene Gelegenheit, besser gesagt, der seltene Schiss, zu können für euch vorstellen, die heutige Programm. Deutsch, Medium Trend hat sich herübergehabt von ihr Städtel Jerusalem in unser Städtel heran. Wie kämen denn anders? Der Numen Medium Trend ist mir schon bekannt als Schock mit Juden. Wie ein nuwender Mitarbeiter kenne ich sie aber nur in Mäßig von den letzten 5 Jahren. Miriam hat im März 2020, mamisch gezählte Wochen, ehe die Welt hat sich geschlossen zu der Pandemie, übergenommen von Sheva Zucker, die Leitzes von die Chefredaktorsche von dem Offen Schwell. Der gesellschaftlich-literarische Journal Offen Schwell ist, dachte sich, der einzige gedruckte Journal, wo es rak auf Jiddisch und geht regulär heraus zu Lehners-Mitgliedern auf 6 Kontinenten von unserer Welt. Nicht kein kleiner Ofti beim heutigen Tag. Miriam wird auch allein erzählen, ein bisschen wegen sich. Du will ich nur ermahnen, etliche wichtige Momente in ihr noch ganz jung Leben. Sie hat schon gewohnt in 5 verschiedenen Ländern. Geboren geworden in Krucke, Polen, emigriert zu 8 Jahren in Deutschland, gemacht ein Magister in dem Sorbonne in Frankreich, geschrieben ihr Doktorat in der Hebräischen Universität in Jerusalem auf der Thema poetische Texten in Ghettos und Lagern auf Jiddisch, Polisch, Deutsch und Hebräisch. Ihn gemacht ihr noch Doktoratforschung, das heißt ihr Postdoc, beim Johns Hopkins Universität in Baltimore, in den Vereinigten Staaten. Wenn sie es gewesen in Paris, hat sie mitgegründet eine Jiddisch-Schule, wo sie sich sind dämmelt zu wachsen und existiert noch bis heute. Ich weiß nicht, sie planiert zu rennen wegen dem, aber ich bin ein Bahn zu hören wegen dem. Und mit etlichen Jahren zurück hat sie in Jerusalem geschaffen, dem Jiddisch Center, ja, Jiddisch Ort, wo es organisiert verschiedene Jiddisch-Kursen und Unternehmungen, sei auf dem Ort, sei durch Zoom. Als Lehrerin ist sie schon 26 Jahre lang, sind 1999, von jiddischer Sprache und Literatur, in verschiedenen Programmen, sei intensiver, sei weniger intensiver, über der Welt, herangerechnet du in Jivo. Direkt scheich zu der heutigen Programm. Miriam hat zwischen den Jahren 2013 und 2015 mitgearbeitet beim Jivo über ein Archiv von Chaim Graden. Ob ich habe nicht getan, hat der Jivo sie verbeten, wie Erforscherin von der jiddischen Literatur Bechlau und von Chaim Graden befragt, überzukicken den Berg mit Papieren, die Bücher, die Manuskripten. Die nissimdicke Prutim von jener Forschung wird sie auch allein erzählen. Genig als man sagt nur, als beim Nüchtern in die tiefe Archiven in 2014 hat sie allein entdeckt, das, was man hat schon jahrelang gesagt. Die Grankes, the Proofs, von dem Roman Sien und Töchter, herangeregt, sie herangestippt in einem puscheten Manila-Konvert. Und mit dem gebe ich über das Erzählen die Geschichte der informatischen Forscherin, Redaktorsche und Ausgruber von Seudes, Miriam Tren. Schönen Dank, Gitel. Das ist deins. Es soll mir nicht piepsen im Hintergrund. Ja. Schönen Dank für einen schönen
und herzigen rein vier. Ob hat sich gut zugehört, hat gehört, ein kleines Tiere von Gittels Mal. Sie hat geredet wegen mein Jungleben und danach hat sie der Mond, das kommt 30 Jahre schon, wo sich vernehmen sich mit Jiddisch. Ich sollte ihr allein machen dem Cheshben. Aber einen warmen, herzigen Dank euch allen, was ihr seid gekommen, mich euch zu hören, und erwarte die Organisatoren, koidem kol der Jiddischliga und Gittlen, wie ein Vorsteher, und versteht sich die Balebatim, dem Ivo, euch ein teurer Freund, nicht nur ein guter Ort für Forschung, noch euch ein guter Ort für die Forschers wie Chaverim, nicht nur Stamm Sklaven. Ein Dank Ben Kaplan, was ist da der Vorsteher von dem Institut. Ich bin heute zu euch gekommen, zu tun zwei Sachen. Erstens abgeben ein Stückel Covid und ausdrücken mein der Eretz für eine sehr neue Publikation, was ist auch erst heraus, frisch von Euven. Das ist die englische Übersetzung von einer BMS großes Werk, wie ihr seht. Ja, und ich will das öfter herumschicken. Menschen sollen sich kennen, allein machen ein Bild. Das soll wieder zurückkommen auf der zweiten Seite. Und wer es ist interessiert, es ist nicht schwer zu finden, das Buch. Das ist die Übersetzung von dem Roman Sinn und Töchter, was Chaim gerade hat angeschrieben. Und ich will erzählen ein bisschen winziger wegen dem Inhalt, weil euch zu schaffen, eine Vorstellung von dem Inhalt ist das Beste, das zu lernen. Noch mehr will ich reden wegen dem Hintergrund, wegen dem, was hat sich getan hinter die Kulissen, bis Azar Werk hat gekannt, Take Arois. Das wird sein der erste Teil von unserer Begegnung. Und im zweiten Teil, was ich will gestalten, ein bisschen kürzer, will ich widmen mein bescheiden Leben. Ich will euch in ein paar kurze Strichen ein bisschen mehr erzählen, wegen sich und mehr wie wegen sich, wegen gewisse Projekte, in welche ich habe Anteil genommen, und euch breitern ein bisschen aufzuerzählen wegen dem wichtigen Jiddisch-Journal auf dem Schwell, was man hat da der Mond und was ich habe Tage dem Covid zu sein. Sein Redakteur schon in die letzten 5 Jahre. Ich lasse mir sich koidem kol widmen Chaim Graden, was ist eine Sache wichtiger wie ich. Ich will öfter noch machen eine organisatorische Bemerkung. Ob es kommen euch auf Fragen, beschaß meiste. Prüft sie Gedenken bis noch ein Referat. Man kann sie sich euch verschreiben, ob das ist geringer. Und nachdem, wie ich will endigen reden, einmal endige ich euch reden, da geht nicht. Werdet ihr haben die Gelegenheit, aufzubringen, Fragen, Kommentare zu geben. Ja? Und da in eurem sitzen noch ein paar andere Menschen, was haben, wie ich gehabt zu tun, direkt mit den Archiven, mit dem Roman, wegen welchen ich will sagen ein paar Wörter. Also es sind da Menschen, was wollen kennen der ganzen euch. Und das ist sehr schön. Der Titel von der heutigen Begegnung ist offiziell ein 4 von den Tiefenischen von dem Ivo-Archiv, Chaim Grades Roman Sinn und Töchter und die neue Übersetzung auf Englisch von Ros Waldmann. Und ich will reden wegen die Tiefenischen von dem Ivo-Archiv, was dank sie haben wir die Publikation. Als hat sich angehäuben, in 2013, wenn der Ivo hat bekommen die offizielle Recht zu jarschenen, das was ist geblieben von Chaim Grades privaten Archiv, und es ist gewesen eine lange Meise, was ich will nicht erzählen, auf jeden nicht kurz und nicht auf einen Fuß, aber es hat genommen eine Stücke Zeit, bis Chaim Grades Archiv hat gekannt bei MS gefunden, ein Mokke Miklet und ein neues Heim. Der Schreiber ist gestorben schon mit einer langen Zeit zurück, 1982. Sind demnach seine private Papiere und alles, was ist geblieben, noch ihm gewesen in dem Reschuss von seinem Weib, in Aheker Grade, was in 2010 ist sie gestorben und danach hat sich angehäuben zu bisschen ein Prozess von
sehen, was man tut mit alles, was ist geblieben. Und es so, wie gesagt, 2013 kommen die Materialien mit der Sache, Masel und mir in dem Ivo rein. Und nicht nur der Ivo hat bekommen die Recht auf der Jerusche, nur euch zusammen mit dem Ivo die Nationale Bibliothek in Israel. Also das ist ein wichtiges Schutzfest. Und wir können sagen, als in dem Ivo haben gelernt, auf alle Papieren, alle Kästelach mit Papieren. Und in der Nationalen Bibliothek von Israel, was befindet sich in Jerusalem, hat gelernt Chaim Grades und Ina Hecker Grades private Bibliothek. Und zwar von ihren Büchern, was sie haben übergelassen nach sich. Ist der Archiv, was wir haben heutzutage in dem Ivo, heißt offiziell Chaim Grade und Ina Hecker Grade Archiv. Und zu unserer Allementsmasel kennt ihr BMS Kimat als von ihm schon gefunden euch digital. Man hat stark gearbeitet über die Digitalisation von den Materialien in die letzten Jahren. Und für was ist kedai reinzugucken in dem Archiv, will ich sich bei mir euch ein bisschen jetzt davor zu stellen. Meine Arbeit ist gegangen durch, kann man sagen, 2 Jahre, von 2013 bis 2015. Ich habe gehabt bei MS dem besonderen Schus, zu sein, die erste, was hat sich vernommen mit dem dosigen Archiv, nachdem wir ist angekommen in Ivo. Und das ist das Schus, das ist gewesen ein schwerer Reis, weil ihr dürft sich vorstellen, als alles, was ist da angekommen, ist angekommen in Kestlach, es ist gewesen Papieren, Heften, alles, was man kann sich vorstellen, aber mamisch chaotisch. Ja, nicht Leute kennen schon Seder. Und meine erste Arbeit ist bestanden in der Emerson, darin das auszusadern und viele noch Farns aussadern, zu identifizieren, ja, überzulehnen. Ich kann euch sagen, ich bin gesessen zwischen Kestlach und auch Unweh, ja. Man hat gedacht, man muss sich durchkämpfen durch die alle verschriebene Materialien. Einmal ist das gewesen abgeklappt auf Maschinen, einmal ist es gewesen in Handschrift, was ist aber dann noch schwerer. Ich will euch nicht mutschen mit noch mehr Brotem, aber ich will euch sagen, was ich habe dort bemäßigt meiner Arbeit gefunden, wie Sortentexten, ihr sollt sich ein bisschen bilderischer können vorstellen. Es seien gewesen dort Xaviaden-Manuskripten von einer Seite kenntliche Prose-Schaffungen, von der zweiten Seite poetische Texten, was man hat bald gekannt erkennen wie Chaim Grades Lieder, Poemen, Läuterlenk. Es seien gewesen dort Referaten, was pflegt halten in verschiedene Orte. Er ist herumgefahren beim Leben und erzählt das auch wegen jüdischer Kultur und Literatur. Und die dosige Redes pflegt zugreifen Bixaf in Schrift. Und das ist geblieben. Sehr ein interessanter Material. Referaten BMS auf Kolminei Temes. Und es ist gewesen dort zwischen den Materialien ein riesiger Korpus Korrespondenzen. Und wegen die Korrespondenzen will ich noch schmussen mehr Protemdik, aber ihr dürft sich vorstellen, dass Korrespondenzen in dem Archiv von einem Schreiber seien ein größer Äußer, weil es ist ein anderer Genre von Information, aber es ist ein wichtiger Quell von der ganzen dicken Information, von welchen wir kennen sich der Wissen als Sach wegen sein Schreiben, wegen sein Leben und wegen allerlei Umständen, was haben zu tun mit seinem Werk. In die dosige Kestlach, ich gedenke dem größten Tag, was ist gewesen, Sof 2014, wenn zwischen die alle Kestlach habe ich gefunden, Kestel Nummer 34 und die Numeration ist schon lang nicht scheich, aber das Kestel 34 ist gewesen, das Kestel mit dem größten Kammes von dem, was man hat später erkennt und identifiziert, wie ein wichtiges Werk von Chaim Graden, was ist noch nicht publiziert geworden. Und das ist das, was wandert da herum in der englischen Übersetzung. Der Heine, das Buch Sinn und Töchter, der Roman. Die Geschichte von dem Roman ist das so. Chaim Graden hat das angehoben Schreiben in die 60er Jahren, seht aus, und
was man kennt, was man hat beschatte gekannt gefunden in dem Archiv, seinen gewinn Sticklach und Brecklach von einem Werk, was hat geschrieben in verschiedene Phasen von seinem Leben, mit Überreißen, und was hat gegräht, koidem Kol aufzudrucken in Hemsheichim, in der jüdischen Presse. Und also hat sich das als Tage angehäubt. Beschas meise, was länger auch hat gearbeitet über die Teilen, was hat gewollt drucken in der Presse, hat sich bei ihm auskristallisiert, seit euch ein größerer Gedanke und eine Strebung, das zu publizieren, euch ein Tag wie ein Buch. In der Presse seien heraus in 3 Stapeln, Tage, die weiter dicke Teilen, und eine Sache wegen, was ich sage, was hat zu tun mehr mit technischen Protein, könnt ihr euch lernen in dem Buch, in der Übersetzung, in dem wichtigen Nachwort von der Übersetzerin Rose Waldmann. Der erste Stapel ist heraus in dem Tag-Morgen-Journal in die 60er Jahren, spezifisch zwischen 65 und 66. Und das ist heraus unter dem Titel Das alte Haus. Und Sticker, Manuskripten von dem, nicht nur die Auszüge von der Zeitung, befinden sich in dem Archiv. Danach ist Chaim gerade geworden krank und hat nicht gekannt, Mamschich sein Schreiben, und es ist übergerissen geworden, die Publikation im Tag-Morgen-Journal. Und ein zweites Mal hat sich wieder genommen zu dem und wieder publiziert, wieder im Tag-Morgen-Journal zwischen 68 und 71. Und das ist heraus unter einem neuen Titel, interessant. Und dort ist gewesen in dem zweiten Stapel der Titel Sinn und Töchter. Das heißt, das, was ist heutzutage der offizielle Titel von der englischen Übersetzung. Aber das ist noch nicht so von der Geschichte, von dem Gilgul, von dem dosigen Roman, weil in 71 wird Chaim gerade wieder einmal krank. Er ist gewesen ein Mensch mit einem nicht zu stabilen Gesund zum Badeuern. Und er darf wieder überreißen die Arbeit. Und nur mit noch 2 Jahren später, 73, wird er wieder anheben, publizieren Amin Hemshech, das mal unter einem neuen Titel. Das heißt, er hat einen 3. Titel von demselbigen Werk und der Titel ist Der Beis Horov, das Haus von dem Horov, mit einem loschen koidestigen Titel. Und das geht heraus, במשך כמעט 3 Jahre zwischen 73 und 76 schon in einer anderen Zeitung, in dem Vorwärts. Was kann ich euch sagen wegen die verschiedenen Stapeln? Ob ihr wollt lernen genau, mit was das schmeckt, geht rein in dem Archiv, gefindet ob die Ausschnitten, als ist digitalisiert, es ist nicht schwer zuzukommen zu dem, aber was ist keinmal nicht geschehen ist, als Chaim gerade soll das Tag herausgeben in Buchform. Das heißt, er hat keinmal nicht getan, das, was sein Übersetzer hat getan. Er hat aber ja sich gespielt mit dem Gedanken und sehr stark gehabt als ein Plan, zuzugreifen und überzuarbeiten, das, was ist heraus in der Presse, ein Tag euch in Buchform. Wir kennen in dem Archiv, und das ist jetzt interessant, gefunden allerlei Zugabinformationen, was erzählt uns eine Sache wegen dem Prozess, wie also der Mechaber hat verstanden sein Werk und wie also er hat euch entwickelt das Schreiben. Ich will euch geben noch kleine solche Probkes, ihr sollt ein bisschen teuer sein. Für was der Archiv bleibt noch als sehr wichtig, hat sich schon da eine Übersetzung und ein ganzes Buch, ist zwischen die Materialien können wir finden Achuz, die korrekten, von die zugegrähte Sticker Roman, euch allerlei korrekten, was kommen zusammen mit Kommentaren von dem Schreiber. Das heißt, er hat etwas zugegräht, was er hat schon gemeint, er wird es einen Tag reinschicken in den Verlag, in eine Buchform, und er hat noch als gearbeitet über dem, und bei den Prägen können wir lernen allerlei Kommentaren, Gedanken, was er will ausbreitern, was gefällt ihm nicht, was ist öfter gut. Das seien all Sachen, was für Forscher können sein interessant, zu rekonstruieren den Gang von
der ganzen Meise. Hat euch, wir können finden in dem Archiv, also liest es, und das erzählt uns eine Sache wegen der Technik von einem Schreiber. Liest es mit Namen und Erter und Dates, Leute, welche hat gewollt entwickeln, dem Sipper HaMaise, und mit der Kavone, als zu basieren auf Asa, wie zum weitsten möglicher Schiete von Authentischkeit. Ja. Hat euch dort kollerlei Skizzen wegen die verschiedenen Mischproche-Strukturen, was seien sehr relevant für den Roman. Der Roman, ihr seht das Leute dick, ist in der Emes ein historischer Roman, was erzählt die Geschichte von einer jüdischen Mischproche. Ist ein typischer Vorsteher der Roman von dem Genre Saga, eine Mischproche-Saga, durch welche man will in der Emes erzählen, nicht nur eine individuelle Mischproche-Geschichte, nur durch der Dogme von die Deures von einer Mischproche, dem Gang in der Geschichte und in einem gerade spezifischen Fall dem Gang von der jüdischen Zivilisation in dem europäischen Paysage von Polen spezifisch. Ein anderes Sort Material, was ist euch interessant und kedai zu dermonen, speziell wenn man tracht wegen Publikation in einem Buch, ist, als man kann finden dort ein Hille Vorleg. Das heißt, hat schon bei MS konkret getracht wegen herausgeben das Buch euch auf Jiddisch und man hat schon gehalten beim Trachten, wie wird sein die erste Illustration auf den Schar, das was darf zuziehen, ein Käufer, ja. Und es ist dort und da in dem Archiv ein Anwurf, eine erste Illustration von Alexander Bogen, was hat zugestellt wie ein Gedanke am möglichen Scharblatt. Außerdem könnt ihr finden in dem Archiv euch Stickerübersetzungen, was bemächtigt die alle Jahren seinen schon gemacht geworden auf Englisch von verschiedenen Menschen. Ja, das heißt, das sagt uns etwas wegen dem, als die Idee zu publizieren, das Buch auf Englisch ist schon euch eine Idee mit einer Geschichte. Es ist nicht bei MS der erste Reihe von der heintiger Übersetzerin Ros Waldmann. Es ist wichtig zu wissen und wir haben nicht nur den Gedanken, noch euch Proben, konkrete Proben von Übersetzung, was wir können, noch gucken und übergucken und mit welchen wir kennen sich auch viele, wie ein heintiger Übersetzer euch halten an Eize. Etliche Namen will ich termonen von den Menschen, was haben sich vernommen, wie Ros Waldmann mit einer Übersetzung auf Englisch und das seinen Johannessen Boyarin, Melvin Rosenthal, Hanne Goldstein, Stephen Garin und noch ein letztes Brekele Dokumentation, was ist Chicago und kann uns sagen, etwas wegen der Wichtigkeit, mit welcher man allerlei jüdische Intellektuellen haben behandelt dem dosigen Roman auf Jiddisch, noch er ist bechlal arois in Wasser soll nicht sein Sprach in Buchform. Wir finden im Archiv eine Notiz von Dan Miron, ein wichtiger Forscher von jiddischer Literatur, was sagt befähig, als der Roman von Chaim Graden ist rohe, es kommt ihm herausgegeben zu werden in Buchform, weil hat bei MS sehr großen Wert, kulturell, historisch, für der modernen jüdischen Literatur. Wir verstehen schon, es ist ein Buch mit einem wogigen Inhalt. Ja? Nicht nur die Wog zum Samesov ist ein mamosches Dicke, nur das, was man finden auf die Seiten, enthält etwas, was Sachmenschen haben gehalten, für wichtig und unik, darf man sagen. Der ganze erste Matzev von dem Archiv, wie ist angekommen in Ivo, und ich habe euch beschrieben, als ist angekommen da in einem balaganisierten Matzev. Sein Zustand
es ist wichtig zu dermonen, ist gewinn öfter etwas, was hat gekannt, herausrufen Jesch auf den ersten Guck, aber es ist euch etwas, was kann gut abspiegeln in der Emerson die Anstehgeschichte von der Schreibung Gufe, von dem, was hat sich getan bei Chaim gerade im Kopf. Weil es sieht euch, als in einem gewissen Moment hat Chaim gerade bei Emes angehäuben halten, Dafke dem Roman, was hat gehalten, in Schreiben und Überschreiben und publizieren da und überreißen und wieder zurückkommen zu dem, hat angehäuben halten für ein Lebenswerk. Das heißt, hat bei ihm gestrebt mit dem zu etwas, was soll sein von einer Seite verbunden mit seinem größten Auftu von ihm wie ein jüdischer Schreiber und von der zweiten Seite ist gewesen euch bei ihm eine Prätensie mit dem Roman aufzutun etwas für dem jüdischen Eulen und für der Geschichte von der jüdischen Zivilisation. Ein Zerhakel von der Welt, was hat gewollt, gar herumnehmig, lassen wir das anrufen, mit dem sehr ambitiösen Wort, verewigen. Allein, und das können wir finden, zwischen seinem Brief, noch als in demselben wichtigen Archiv, ja, hat gesagt, in etwas am Moment, und das ist gewesen, ein ganz genauen Moment, Rosh Hashanah 1973, hat gesagt, als das dosige Werk ist von künstlerischen Standpunkt minastam meine beste Schaffung oder eine von meinen besten Schaffungen. Ja, das heißt, hat sich in die alle Jahren, was hat gearbeitet, über den Bezeugen sehr, sehr ernst, Dafke zu dem Roman, was ist bei seinem Leben nicht veröffentlicht geworden. Wie ein Buch auf Jiddisch und, ich darf sagen, auch viele mehr. Gerade hat so viel geschliffen und übergeschliffen und gehofft zu der Schleifen, als zum Sof hat nicht geschliffen bis zum Sof. Ist gestorben, jeder hat Bichlal gekannt, verendigen die Meise. Ja? Euch in der Publikation, in der Presse ist die Meise nicht ergangen zu kein Sof. Und ihr könnt lehnen wegen dem euch in der Übersetzerens Nachwort auf Englisch. Jetzt da habe ich schon kurz zitiert von der Korrespondenz und ich will euch jetzt weiter mitnehmen auf eine kleine Reise und sich vertiefen ein bisschen in der Korrespondenz, was ist da in dem Archiv, wie gesagt, und euch geben ein Gefühl, auf wie weit es ist gedei zu lehnen Brief von einem Schreiber, gedei zu verstehen sein Werk. Die Korrespondenz ist sehr herumnehmig mit verschiedenen anderen jüdischen Schreibers und jüdischen Tuers, Intellektuellen. Ich will der Mann noch eine sehr reiche Korrespondenz, was Chaim gerade hat geführt, mit Emerson, was ist ihm geworden, ein teurer Freund, Avrom Bornstein, was hat gelebt in Boston, und mit ihm hat Chaim gerade gehabt von seinen frühesten Momenten, bald noch ein Ankommen da in Amerika, von seinen frühesten Momenten wie ein Amerikaner, die Schreiber, hat gehabt Kontakt mit dem Mensch und das hat sich entwickelt zu einer sehr neuen Haverschaft. Und nicht nur das, Avrom Bornstein ist euch geworden sein Mäzenat. Das heißt, was hat ihm stark gestützt finanziell. No, das ist damit euch wichtig, speziell für die Schreibers. Mit dem Bornstein verbindet gerade eine langjährige Korrespondenz euch und wir haben die dosige Korrespondenz in dem Archiv und sie ist bei ihm sehr verhaftendig. Ich habe gehabt das Vergnügen zu arbeiten über einen größten Teil von der Korrespondenz mit meinem Kollegen Professor Yechiel Sheintuch von der Hebräischen Universität und ich will euch ermahnen, einen wichtigen Gradeforscher, was vernimmt sich bis heute und die Tag Mamesh mit Gradeforschung, mit der Forschung von seinem Werk und was hat euch als Sache gearbeitet über der Korrespondenz, das ist Yehuda Dov Ber Zirkind, was ist ein junger Forscher und lebt und arbeitet in Israel. In die Brief kennen wir sich der Wissen als Sache wegen dem, als gerade hat geguckt auf dem Roman, wie
auf etwas, was fordert von seiner Seite große, schwere Pratze. Ihr wisst, was ist Pratze? Nicht guckt da rein in Wörterbuch. Pratze, Horevanie, mamisch physische Arbeit. Ja? Und wir können gefunden in die Brief zu Bornstein durch die Jahren, 60er, 70er Jahren, wieder und wieder das Wort Pratze und Horevanie, wie viel darf reinlegen, physischen Koyach in dem zugeräten dem Roman. Und ich will euch ein bisschen vorlesen Zitaten, die ihr sollt gut, nur allein physisch fühlen, wie schwer es ist die Arbeit von einem Schreiber. Für ein erstes Zitat, was ich will vorlesen, will ich wieder zuziehen, eure Aufmerksamkeit auf dem, als das ist ein historischer Roman, mit welchem gerade hat bei MS gewollt abspiegeln dem Gang von einer Mischpoche durch verschiedene Generationen und euch ein bisschen dem Gang von Jüdischkeit in dem zwischenmilchomediken Polen, ein Gang, was ist, Leute sein, guck, und euch Leute sein wissen von der, kennt ihr nicht von der Geschichte, gewinnt ein Gang Bark Arop. Und in der Emerson ist das ein Roman wegen nicht nur der Entwicklung von einer Mischpoche, was repräsentiert die Zivilisation, sondern auch wegen dem Zerfall von einer Mischpoche und mit Meile dem Zerfall von einer gewissen Sort Jüdischkeit oder jüdische Zivilisation. Und weil ich gerade hat gehabt die Prätensie zu sein, also glaubwürdig wie nur möglich, hat sich gestellt für ein Ziel, koidem kol sehr gut euch zu recherchieren. Das heißt, hat nicht gleich nicht gewollt, Stamm Aussaugen von Finger, es ist Fiktion, man darf nicht Magbit sein, nein. In sein Schreiben hat gewollt, mamisch stellen dem Supermeise auf historische, beglebte Fundamenten, Jesoides. Und ein Beispiel von dem wird euch übergeben, der weiter dicker Zitat. Und das ist ein Zitat von einem Brief zu Bornstein von Sof Juli 74. Er schreibt also: Ich habe bekommen ein paar Bücher wegen der Tätigkeit von Bund in Polen, die ich soll kennen anschreiben, ein Seitel oder zwei von einem Kapitel in Beis Horov. Ja? Das heißt, der Mensch setzt sich nicht da weg und er schreibt glatt in der Welt herein. Er kauft koidem kol a Sachbücher wegen ein Thema, da in dem Fall der Bund. Und er lernt und studiert und nur zum Sof wird er etwas von dem tamzesdig Proben bearbeiten in ein Seite oder zwei von der Roman. Ja? Jetzt guckt auf ein Buch, das Buch ist so, ja, ob für ein Seite hat gedacht, kaufen, ich weiß nicht wie viele Bücher und sie studieren und beschließen, was von dem nimmt er heraus. Könnt ihr sich vorstellen, für was redet Geseder wegen schwerer Horevanie und Pratze. Ja? Dennoch, wie ich habe schon nicht einmal da bemerkt, wird bei ihm der Drang und die Strebung größer, als er will aufhaben da nicht nur ein Moment von Jüdischkeit und jüdischen Leben in Polen, nur vorstellen, etwas ein keulelig breit Bild durch die Deures. Und wenn wir trachten wegen dem Aspekt und wir gucken auf den Titel von der jetzigen englischen Übersetzung, kennen wir das gleich der Chappen, dem Aspekt von Deures, ja, vorstellen etwas Breits, durch den Titel Sinn und Töchter. Der dosiger Titel gibt uns etwas, ein Gefühl von der Breitkeit, was gerade hat gehabt in Sinnen. Aber wir gedenken euch, als gerade allein hat sich gespielt mit verschiedenen Titeln. Ja? Das alte Haus, der erste Titel, Sinn und Töchter in Mitten, und danach ist er rübergegangen allein auf der Beis Horov. Nur die Übersetzerin hat beschlossen, zu publizieren, die englische Übersetzung, unter dem zweiten Titel, nicht unter dem letzten Titel. Ja? Und damit ist das eine Frage. Unter welcher Titel wollen wir publizieren Bichlala-Buch? Und da war euch eine Übersetzung. Und Ros Waldmann hat reingeklärt. Sie hat gehabt noch Schutfilm zu dem reinklären, versteht sich. Eine Frage ist damit euch, was wird sich zum Besten verkaufen? Minastam. Aber wir kennen, und das will ich zitieren,
von einem anderen Brief, wir können verstehen, als, und Rose Waldman allein schreibt in ihrem Nachwort euch wegen dem, als Chaim gerade wollte min hastam allein gehabt die Tendenz, ob wollte solche gewähnen, Tage zu publizieren, das Buch auf Jiddisch, überzunehmen dem dosigen zweiten Titel, Sinn und Töchter, für sein Buch auf Jiddisch, und nicht der Beis Horav, was hat vertragt wie einen dritten Titel. Und ich will euch vorlesen ein Stück von einem Brief weiter zu Avrom Bornstein, in welchem euch noch einmal wegen dem Prozess von schwerer Arbeit über dem, was darf dort der schreiben, aber wo sagt uns beim Sof euch etwas wegen der Rodimentie von Deures und von Mischpoche-Mitgliedern, was sollen sein symbolisch, und das berechtigt, Tage zu trachten, als ein passiger Titel, euch für der englische Übersetzung ist BMS Sinn und Töchter. Ich habe an, aber mit dem Wort Pratze. Die Pratze, was mir steht vor, mag mir ein Gott helfen. Lass mir dir geben ein Beispiel von einem Kapitel. Ich habe gehabt ein Einikel, Gestalt von seinem Roman. Ein Einikel, was hat sich gehodet bei seinen Seiden und gelernt in Warschauer Tachkemoini, eine wichtige Schule mit Hebräisch, wie eine aktive Sprache, wo euch Harov Soloveitchik hat gelernt und wo sein Vater ist gewesen, Rosh Yeshiva. In der früherdicke Redaktion, das meint aber früherdicke Version von dem Text, hat mein Enkel von 3 Jahren nicht gehabt, kein Eltern. Beide sind gestorben. Und jetzt wird sagen, etwas sehr Komisches, wegen der Technik von einem Schreiber. Wenn beschließt der Schreiber, als seine Gestalten sollen sterben. Ja, hört sich gut zu. Und vergleicht sich mit einem anderen sehr großen Schreiber. Beide sind gestorben, denn ich soll sie nicht dürfen beschreiben. Punkt wie Shakespeare harget seine Helden, wenn hat mit sie nicht was zu tun. Aber, und da kommt die Kritik zu sich allein, aber das ist ein schlechter Ausweg. Das Mal hat mein Enkel, in der zweiten neuen Version, das Mal hat mein Enkel lebendige Eltern, die seinen weggefahren in Kanada und sich dort gegeht. Hab ich bedarf, gefunden Punkt an solche Eltern, was passen sich für den Sohnscharakter und seine Handlungen. Kurz, ich hab gehorret auf den Seiden, sein Sohn und Schnur, die Zerschete, und auf den Enkel, gedem man soll sehen dem Scheiches zwischen die 3 Deures und seine Charakteren. Und das als in ein Kapitel, was wird haben sein Hemmscher ergens weit in Roman. Ihr seht da klar die wichtige für ihm Kate von die Deures und die Gestalten, was basieren sich auf der Deuresdicker Hemmschichtigkeit, was zum Sof wird übergerissen werden. Ist der Titel Sinn und Töchter sehr passig, durch sich. Noch ein Zitat, und mit dem will ich rübergehen zu einem mehr tragisch-dramatischen Aspekt von dem dosigen Roman. Ich habe euch eine Sache geredet wegen gerade Strebung vorzustellen in dem Roman nicht nur eine Mischpoche-Geschichte, noch euch öfter die Geschichte von dem misrach-europäischen jüdischen Volk bis dem Choben. Und der Sipper-Meister endigt sich in die 30er Jahren. Rührt gar nicht an die Sugie Choben und fort vielen mehr Leuten Sipper-Meister, als das Ganze geht zu etwas an Untergang, zu einem Zerfall. Aber der Zerfall hat gar nichts zu tun mit keiner Antipathie von Choben, noch der Zerfall kommt von ihnen wenig. Die Mischpoche zerbröckelt sich, die Hemmschichtigkeit von der Deurestigkeit reißt sich über. Sie hat nicht als einen vitalen Hemmscher. Nur was, gerade schreibt das fort schon noch ein Choben. Hat beschlossen zu schaffen als ein Roman mit einem Kuk, mit einem Peckel, was bei ihm kommt zu,
Wenn er schreibt das in die 60er Jahren, wenn er vertragt das in die 70er Jahren, hat er auf seine Plätze das schwere Päckel von dem Choben. Er kann sich von dem nicht befreien wie ein Schreiber. Und Hodscher bringt nicht rein die Tragik von dem Choben, wird bei ihm im Kopf geschehen etwas Interessantes. Und wegen dem können wir sich der Wissen wieder von dem Brief in dem Archiv. Zu seinem Chaver Bornstein schreibt er, als sein Roman für ihn ist ein bisschen mehr wie nur eine Fiktion, wie ein moderner Roman, wo kann Poshet übererzählen etwas einen historischen Stapel. Es ist für ihn ja etwas, was lacherweise von seiner Retrospektiv stellt vor euch in einer anderen Dimension, verhasst die Geschichte von der jüdischen Zivilisation in Polen. Und ich will das übergeben noch einmal Poshet durch ein Zitat. Er schreibt also, und das ist, lass mich übergucken, ja, das ist von dem 14. Juni 1974, ein Brief. Der moderne Roman hängt Tage in der Luft. Aber ich will schildern unsere verschwundene Welt. Und das ist mein größter Auftrag in der jüdischen Literatur. Das ist mein Matzeve. Und ich muss schildern die realen Bedingungen von jüdischem Leben, die realen Bedingungen, Punkt also wie euch die jüdische Geistigkeit. Wichtig in dem Zitat, meine ich, ist das Wort Matzeve. Ja, das heißt, das ist schon eine Zugabdimension, was er gibt dem Werk allein bei sich, emotionell, im Kopf. Er wird das nicht bearbeiten in der direkten Sprache von dem Buch. In einer seitiger Ergänzung ist öfter ja kedai zu bemerken, als wenn er redet wegen Matzeve, durch sich hat er in Sinnen etwas mehr Symbolisches und nicht nur etwas gar individuell Persönliches. Aber der dosige Roman weist euch auf autobiografische Strichen. Und hat er nichts anderes nehmen und die Remosim auf seine persönliche Geschichte, reden die wegen Asami-Sprache, seinen nur metustische, nicht kein Klore, können wir ja sagen, und ich will noch einmal ermahnen, mein Kollege Yehuda Dov Berzirkind, was arbeitet über dem, sehr protemdig. Man kann ja erkennen, gewisse Figuren in dem Roman, was seinen ein direkter Echo auf Heimgrades persönlich Leben. Lemoschel beweist sich dort ein junger Mannschig, was ist ein jüdisch Poet von Wilne, und er will Chassene haben mit der Tochter von einem jichestiker, frommer Mischpoch, und das ist Heimgrade, was hat Tage in die 30er Jahren Chassene gehabt, mit seinem Erstweib, was ist fromme Liebe Kleppfisch, und sie ist umgekommen in dem Choben. Ja? Das zweite Weib in der Heckergrade ist das Weib, was wir gedenken, aber es ist gewesen ein Erstweib. Und die dosige fromme Liebe Kleppfisch figuriert in der Remessen euch direkt in dem Roman. Sie ist die Tochter von der Mischpoche, von dem Schalscheles, von der Kate, von der rabbonischer Mischpoche, was in dem Roman heißt Katzenellenbogen. Ist es mit etwas euch eine persönliche Matzeve, was Chaim gerade beschließt zu stellen in dem dosigen Roman, und öfter ist es ein bisschen euch symptomatisch, als stellt sie nicht endgültig, das heißt, als Rotake nicht erschrieben, bis so eigenhändig, dem Roman. Jetzt dann noch ein paar Minuten wegen der Übersetzung Gufe, ich komme zurück. Ich will bei MS nicht keine Sache sagen wegen der Übersetzung, weil es ist gedacht, ihr sollt das lernen allein und voraussichtliche Meinungen, was ich schaffe bei euch. Und wie gesagt, ist das sehr ein interessantes Nachwort von der Übersetzerin. Kedai zu lernen, öfter viele Kedai anzuheben mit dem Nachwort. Noch jeder ihr warft sich rein in dem Jam von dem Roman. Aber zwei kleine Sachen will ich ermahnen in Scheiches mit der Übersetzung. Erstens,
wie damit seinen da vermessen, wenn wir wollen übersetzen, ein Text. Das ist ein literarischer Text, nicht, aber speziell bei literarischen Texten ist. Oftmals stellen wir sich die Frage, was für Nuancen wollen wir übernehmen, abspiegeln in der übergesetzten Sprache, auf was seien wir mit Watter, was können wir öfter idiomatisch ja abspiegeln und was nicht, weil die Sprachen arbeiten. Besonders in der Arbeit über der Übersetzung ist zugekommen noch ein Zug auf Michel, ein Zug auf Schwierigkeit, was ist gewesen, als die Übersetzerin hat gesammelt die Stickerroman von der Presse und sie hat sie zu neu gepuzzelt und zu neu gestellt mit der Sachgeduld und also hat sie gehabt eine Ganzkeit Lesof, was sie hat übergesetzt. In unserer Arbeit kann sehr oft mal geschehen, als man versetzt Sticker. Es ist sehr, sehr schwer, ja, zu arbeiten mit Brecklach, was man darf allein aussuchen von digitalisierten Zeitungen und es hat Tage getroffen, beschaß der Arbeit von der Übersetzerin, als sie hat ein Stickel von dem Roman versehen, weil einmal geschieht, dass man druckt ein Teil und dann noch dem Hemmschicht auf einer anderen Seite, ja, das kennt ihr alle, ist, als man guckt nicht genau neu oder man hat schon gearbeitet jahrelang über so viel Text ist geschieht, als man versetzt. Noch was, die Übersetzerin hat gefühlt, etwas fehlt, sie hat gemeint, gut, ich will das nicht allein rekonstruieren, aber wer bin ich, euch zu trachten, was dort darf kommen, hat sie in der ersten Version gestellt, eine Bemerkung, ja, in Klammern, dort fehlt etwas in dem Text, ich habe es nicht, ich kann nicht übersetzen auf Englisch. Und dennoch hat sie sich gehalten an Eze mit dem gerade Maven, was ich habe schon erwähnt, der junge Forscher Sirkin, was sitzt in Israel und hat auch Zugang zu den Zeitungen in der Nationalen Bibliothek und zu machen eine lange Meise kurz. Der Dosiker Forscher hat Tage ja bewiesen, abzugefinden, dass so fehlende Stickel und durch Kommunikation mit der Übersetzerin hat gekannt der Ganzen. Und in dem Buch wird schon gefunden, die volle Version, was nimmt rein das abgefundene Stickel. Aber was? Und jetzt kommen wir zu der Kunst von Übersetzung. In dem originellen Stück auf Jiddisch redet sich wegen einer Szene, wo der alte Tate von der Mischproche, wo sie ist krank auf Rak, will sich ein bisschen machen, nicht wissendig von seinem schwerer Krank. Und es stellt sich die Frage, ja, sie nicht behandeln. Und aber die Leute, die teures tracht man anders wegen dem. Noch nicht das bin ich äußern. Es geht also, ich will noch kurz zitieren, einen halben Satz. Der alte Tate sagt Lesof, als sie ist nicht, öfter wird gewähnt, besser, er soll sich lassen behandeln, aber, und dennoch wollte er geworden wieder wie ein junger Mann, wer kann wissen. Und es kommt dieser Satz, nicht geglebt in die eigene Rede, als ihm ist nicht mehr wie ein Geschwirl von morgen. Ja, das ist, ich will nicht da reinkriegen mehr in alle Protein, aber was ich will ja, ist, als man sagt da in dem Original auf Jiddisch, als der Tate will nicht glauben seine eigene optimistische Wörter, und man zitiert die dosige optimistische Wörter durch eine humoristische Aussage, nicht mehr wie ein Geschwirl in Morgen. Und durch den Diminutiv, was wird genutzt, Geschwirl, verstehen wir den ganzen Humor, mit welchem der alte Tate hat geredet, wegen seinem Rack. Ja, und wir verstehen etwas wegen der Mentalität. Und in der Übersetzung fehlt das letzte Stickel mit dem Geschwirl, mit dem Diminutiv und so weiter. Es steht nur der Satz, als er kann nicht bei ihm das Leben seine eigene Rede. Und ich will noch schaffen, euer Aufmerksamkeit auf dem, als wenn ihr lehnt die zwei Sachen, bleibt ihr lesof in ganz miteinander tam. Ja, das, was wird ein bisschen verloren, das ist öfter nötig bei einer Übersetzung. Wie gesagt, es ist nur eine Beschreibung, nicht keine Kritik. Aber wir verlieren ein bisschen dem typisch jiddischen, humoristischen Knetsch. Ja? Und Bichlal fragt mich Becherem, wie könnt ihr machen von einem englischen Geschwirr,
Diminutiv, was soll klingen humoristisch. Ja? Ich weiß nicht. Zu lieb dem hat man öfter im Wetter gewinnt. Letzte Sache, Legabe der Übersetzung. Ich habe euch gesagt, es ist nicht doch kein Sof zu der Meise. Nicht auf Jiddisch und nicht auf Englisch. Und der Roman endigt sich. Also lässt euch ein bisschen über in der Luften wie alleine. Aber was? Eine Übersetzerin ist eure Forscherin. Oder sie wird es mit der Zeit. Und ihr werdet können sehr schön lernen in dem Nachwort, als die Übersetzerin hat sich weiter vernommen mit den Archiven und zwischen die kollerlei Seitlach verblongete hat sie bewiesen abzugefunden 2 Seitlach, was noch ein nenteren Guck hat sie verstanden, als das seinen 2 Seitlach, was gerade allein hat angeschrieben. In etwas späteren Stapel von dem Wehren von dem Roman, wo schafft eine Skizze von einer Idee, wie der Roman soll sich endigen. Und das heißt, hat schon gehabt als Sof im Kopf, nicht bewiesen ihm zu verschreiben. Aber sie hat bewiesen abzugefunden, die dosige 2 Seitlach. Und was sie tut mit dem oder was sie tut nicht mit dem, wird ihr kennenlernen in der neuen Publikation. Unterste Schuhe, was ich will sagen, ist, als nur dank dem Archiv, was befindet sich in Ivo, haben wir gekannt, machen die lange Reise jetzt durch dem Referat und der Iker hat gekannt, machen die lange Reise die Übersetzerin und alle Menschen, was haben bei MS mit Kopf gearbeitet über die verschiedenen Stapeln und Materialien von dem Archiv und die Meloche ist noch nicht geendigt. Seid mir noch nicht gesund, ja? Legt sich noch nicht kein Fegelach in Bauch, in Busen. Ihr sollt wissen, dass es bleibt als Sacharbeit noch zu tun. Und es ist da ein Archiv, was ist voll mit Äußeres. Und öfter ist die weitere dicke Frage, was man darf sich stellen. Sie ist gedei zu Proben publizieren, der Mocker ist der euch in Buchform. Und es ist da, wer es teilt, es ist sehr gedei, speziell auch zwischen die Forschers. Und mehr wie nur als Publikation in Buchform von dem Roman auf Jiddisch, euch, wenn bleibt, euch auf Jiddisch unverendigt, ist öfter gedei zu trachten wegen einer wissenschaftlichen Ausgabe, was nimmt rein in dem Roman in Mocker, aber mit einem Begleitapparat von Herr Ores, was wollen euch kennen bereichern, als eine Ausgabe durch die verschiedenen Zugabelementen, was wir kennen, auskratzen von den anderen Materialien von Archiv, wie lemoschel euch die Korrespondenzen. Ja? Ist lemoschel für einen Jungen da, was sitzt da und ist gut vertrotten, ist da noch eine Sache, was zu tun. Ja? Tomer Emetzer sucht einen Gedanke auf einen neuen Doktorat. Efter auf einen 2. oder auf einen 3. Doktorat geht, weiß. Es ist da solche Menschen, was haben kennen wir nicht genug. Ja? Es ist ein Jam und es ist sehr gedeiht, das weiter zu forschen und auszuschöpfen. Das ist, was ich habe euch zu erzählen, wegen dem Heimgrade Archiv, wie eine Vorgeschichte zu dem, was ihr kennt halten zwischen die Hände der Heine, die Übersetzung auf Jiddisch, auf Englisch, seid mal hier. Und jetzt, ich weiß nicht, ob wir haben noch 10 Minuten oder viele 8 noch. Ich kann reinquetschen mein Leben in sehr kleiner, kurzer Zeit. Dennoch sollt ihr fragen und ihr sollt bemerken, ob ihr mit solchen Kommentaren und Fragen Adrabe bringt sie auf ein Spitzmesser wegen sich allein, auch dem, was ich habe gearbeitet über dem Heimgrade und in der Heckergrade Archiv. Und bei MS noch ein bisschen habe ich gearbeitet. Die wichtige Arbeit haben getan als Sache andere noch mehr. Vernehme ich sich Bichlal mit Jiddisch schon knapp 30 Jahren und ich habe gehört wegen meinem Marschrut, bis ich bin geworden als Stück Jiddischlehrer und Forscher. Ich will ermahnen, dass ich habe Tage euch geforscht durch andere Quellen, nicht winzig wegen Heimgraden, aber euch wegen andere wichtige Jiddisch-Schreibers, wie Le Moschel. Nur ein Dogme, Avrom Sutzkever und euch eine Sache, jiddische Poetesses, was sie sehr gedei, nicht zu versehen und zu arbeiten über sie.
Aber ich will dann noch ein anderes wichtiges Projekt, mit welchem ich führe. Und das ist der Affenschwell, was ist nicht akademisch, also ich mag es euch sehen, aber euch in dem Affenschwell könnt ihr lernen, einmal sehr wichtige und interessante, euch akademisch wichtige und interessante Artikel und beisteuern. Zwischen anderen euch in den letzten Jahren etwas von dem Heimgrade-Archiv, was wir haben dort publiziert zum ersten Mal. Der Affenschwell ist sehr ein wichtiger Organ und es ist mir bei MSA Covid anzuführen mit dem. Ich prüfe ihm ein bisschen ausbreitern, euch zum frischen Schreibers und das ist läuft auf genau ein junger Dor, was ich meine. Menschen, was kommen öfter heutzutage schon nicht mit Jiddisch wie Mame loschen. Das ist aber begrenzte Rollen, was wir verstehen, euch als zum Teil Wörter, was einmal mehr mit Zumzem und begrenzter, aber es ist da neue Menschen, was kommen zu euch wie mögliche und fähige Schreibers und der Affenschwell setzt sich wie eine Biene euch für einen gesunden und schäferischen Hemmscher in Jiddisch Wort. Und Tomer dort zwischen eurem sitzen als solche, was haben lieb experimentieren, kreativ mit dem jiddischen Wort. Nicht nur lernen, hat die Lerners sind euch sehr wichtig. Wir leben von den Lerners. Aber ob ihr habt Recht zu schreiben, einmal auf Jiddisch, sollt ihr sich nicht schämen und sich verbinden mit uns und vorlegen. Wir haben euch als mein Tutorat oder, lassen wir sagen, die Möglichkeit zu helfen, Schreibers, was haben sich keinmal noch nicht gedruckt auf Jiddisch, sie zu helfen, ein bisschen euch mit der Sprache, ob sie dürfen, hilft und sich fühlen sicherer. Wir fordern nicht nur große Sachen schon, wir sind bereit, euch aktiver mitzuarbeiten mit den Schreibers. Wir haben euch gebracht, dem neuesten Nummer von dem Affenschwell, was ihr könnt finden dort. Noch eher, ihr geht chappen die Kave und die Kichlach, geht koidem chappen a Kuck auf der intellektuelle Nahrung und der Ernährung, das ist sehr wichtig, ein bisschen Ruchnies, nicht nur Gashmies. Wer es ist interessiert, sich zu abonnieren, soll kommen zu mir danach, zu Gitlen und wir werden euch erklären, wie ihr könnt werden Abonnenten. Es steht euch auf dem Journal Gufe der Adresse, wie ihr könnt uns finden online. Sehr, sehr rekommendiert euch, wenn ihr wollt Poshet allein bleiben, aktive Lerners und sehen und hören, was tut sich in der jiddischen Welt heutzutage. Der Dosiker Nummer, der neue Nummer ist eine Nummer von Lerners. Dort drucken sich Menschen wie ihr, was haben ja gehabt, den Mut, ein bisschen euch zu schreiben auf Jiddisch. Ich meine, ich will sich abstellen da, genug geredet, aber bin nicht gedabbert. Und ob ihr habt Kommentare, Fragen, euch Fragen zu mehr persönlichen, ob das kann interessieren. Ich denke, Gittel hat der Mond die Kinderschule, was mein Mann und ich haben gegründet zusammen. Mein Mann ist Eliezer Niborski. Wir haben sie gegründet mit langen Jahren, wenn wir seien gewesen, noch schön und jung, in Paris, in der Jiddisch Bibliothek, was ist ein wichtiger europäischer Jiddisch Center, besucht es. Und sie ist sehr aktiv bis heute. Und was wir haben damals verpflanzt mit kleinen Kerelach, ist da ausgewachsen zu einer Institution, heint führt die Jiddische Medienbibliothek in Paris an mit einer jiddischer Kinderschule, was kommt vor einmal heute, gewöhnlich Sonntag, und sie machen dort mit den Kindern verschiedene Aktivitäten rund dem jiddischen Wort. Schön, jetzt der Frage abrufen, was ihr wollt. Ja, Sore Ruchel und dann noch Isabel. Das ist direkt wegen die 3 Titel in dem Roman. Es mir angefangen, was hat sie in Tächter ausgenommen. Hat staatlich Gott der russische Literatur. Noch kommen enttäuscht. Also dramatisch. Noch kommen Schulen. Und ich meine, es ist interballistik, sie in Tächter. Das ist ein Hemmschaft. Ja.
Ja, ja, ja. Und die zweite Sache, was ich wollte fragen, wenn Borenstein heißt der? Bornstein, ja. Ich denke, er hat gelernt einmal, als gerade hat sich nicht gefühlt bequem mit der säkulären jüdischen Schabes. Und er sagt, ja, säkuläre Jiden nicht gefühlt so bequem mit den fremden Jiden. Und der Pfarrer hat nicht gesagt, nein. Es ist interessant, dass er hat gerade den Freund. Ist jener gewähnt, hat euch der Zeuginnen in die Yeshiva leben? Ich meine, als ist schon gewesen Emetzer, was ist geboren, oder Lerov, hat von seinem Leben aufgewachsen in Amerika. Aber ich darf sein vorsichtig, weil ich habe nicht geforscht, warum Bornsteinen. Und mir haben nicht so viel gefallen, zu forschen sein Leben. Das Rauf, was wir wissen von dem Guckwinkel von die gerade Forscher, ist da durch der Korrespondenz. Ist nicht gewesen kein frommer Jid, ist ja gewesen ein traditioneller Jid mit einem Bewusstsein zur Jüdischkeit. Und ich weiß von den Korrespondenzen mit gerade in Le Moschel, als sie haben gehabt einen sehr lebendigen intellektuellen Austausch wegen philosophischen Fragen, wegen Fragen wahrscheinlich Jüdischkeit und jüdische Mekoirim. Das ja, das heißt, mit etwas ist euch gewesen behabend in der jüdischen Philosophie und vergraden ist gewesen ein guter Schutz zum Gedanke und zum Mitklären. Und als solche Schutwim hat öfter kein Sachtake nicht gehabt. Noch ein wichtiger Aspekt in seiner Freundschaft ist gewesen, als Bornstein hat sehr stark lieb gehabt Kunstgeschichte und Bichlal Kunst. Und ist gewesen in der Ermessen der Mensch, was hat aufgeöffnet für ihn gerade die Welt von Kunst. Und hat ihm gekormet mit nicht nur mit Geld, nur auch mit Büchern hat ihm gekormet. Und vielleicht schickten gerade damit alle neuesten Erscheinungen, Publikationen, was sein gewidmet gewesen der Kunstwelt. Und also hat gerade bei sich zu bisschen entwickelt, als in Kunst und Interesse und sich stark mit den Jahren, was einmal stärker verinteressiert mit dem. Das ist gewesen eine von sehr beschützten, gar wichtigen Themen. Ja, gar nicht zu tun mit Jüdischkeit, darf gehen. Ja, Isabel. Nein, ich meine, als ihr dürft sie verbeten und machen Schmues mit ihr, mit dem Buch und reden mit ihr wegen dem, nicht mit mir, wegen ihrer Übersetzung. Oder wegen ihr wie ein Übersetzer und Avado und Avade nicht. Ja, sie lebt. Ihr zu lange Jahren. Nein, sie kommt von frommen Kreisen. Ja. Ich meine, als ich habe nicht kennt, öfter kein Emetzer, was hat letztens gehabt, physisch euch mit ihr mehr zu tun, der Ganzen. Sie kommt nicht noch von den frommen Kreisen, sie lebt noch in die frommen Kreisen. Ja, ob ich mit einem Fuß, mit Unterhaltung, ich weiß nicht, das ist schon zu fragen bei ihr. Ja, sie kennt Jiddisch von daheim, von ihrer Zwiebel und ja, wie sie ist angekommen zu Heimgraden, bei MS das gedenke ich schon nicht, ich gedenke sie von meiner ersten Stapeln von der Arbeit über ein Archiv, ich gedenke sie schon von demalt, als sie ist reingekommen in Ivo und ich weiß nicht genau, ich kann es schon nicht rekonstruieren, für was sie ist gekommen, euch schmues mit mir wegen dem Archiv. Miss Tome hat sie gehört von der Presse, als der Archiv ist reingekommen in dem Ivo und sie hat vor dem schon seid euch gehört wegen Graden, euch wie wegen ein Schreiber, was hat sich ja vernommen mit Tradition Jüdischkeit und sie allein hat gehabt, euch doch zu tun mit dem. Ich kann sich vorstellen, dass das hat sie speziell gezeugt, weil Heimgrade ist ja gewesen, Emetzer, was ist geblieben mit der Kontakt zur Jüdischkeit und der jüdisch-frommer, traditioneller Welt. Hat sich stark gewollt, gerangelt mit dem und stark gewollt befreien. Aber das hat sie öfter speziell zugezogen zu ihm und sie allein hat befähigt in sehr frühen Stapel gewollt nehmen auf sich die Übersetzung auf Englisch von dem dosigen Material und von Graden Bichlal.
Ja, noch Frages oder ob Emetzer will noch der ganzen etwas wegen Ros Waldmannen, Adrabe. David, du willst noch etwas zugeben? Ich will etwas fragen, aber wenn Rosa Waldmann, ich meine, sie stammt von Satmar Rieden und sie ist eine mittelalterliche Frau, wie du sagst, mit dem Fuß in beide Welten und hat gemacht, glaube ich, nicht den Doktorat oder Minimum ein Magister in englischer Literatur kennen sein in Columbia University. Also sie ist heraus von der karibischen Welt und sie war literarisch und intellektualisiert und hat sich gewollt vernehmen mit der jüdischen Literatur von demselben Guckwinkel wie ihre Bildung hat zugekriegt hat. Der Mund vor der Phase auf eine Übersetzung und sie hat übergesetzt hat sich mehr wie gerade allein. Ja. Aber sie hat nur gewollt annehmen die beste und größte Projekte. Und die mit der Hemmschicht-Perspektive, ja. Und meine Frage, wie kommt es, was in einem Projekt, was es noch damals gewesen in Gang, das heißt, gerade wird noch gehalten in Schreiben, Anschreiben, die im Scheichung und sie lassen abdrucken in der Presse, ist schon da übergesetzte Fragmenten von Bäuerinnen und von dem und von jenem und da ist gerechnet ein halben Tutz Menschen. Oh, nicht kein halben Tutz, 3 zu 4, ja. Ein halben Tutz. Wie kommt es? Das habe ich geprüft, ein bisschen anrühren, aber ich bin doch zu Koppens nicht gestanden. Weiß ich nicht genau, was ist dort geschehen zwischen den Menschen. Es sieht aus, als in sehr frühen Moment, noch bei gerade das Leben doch, in die 70er Jahren, ist schon aufgekommen ein konkreter Gedanke, das, was halt in Anschreiben, euch überzugeben dem englischsprachigen Eulen. Ja? Und das kann uns aufweisen, zwischen anderen euch, wie wichtig bei Graden allein der Projekt ist gewesen. Ja? Auch trotzdem ist euch damit gewesen reingemischt in die Übersetzungen, wie euch in der Sache andere, sein Weib in der Hecke gerade, was hat gerade bei ihm sehr hohe Prätensies damit, tage euch wahrscheinlich die Übersetzungen von ihrem Mann und sie hat ein bisschen damit Meure gehabt, das wird nicht bleiben auf der Gehörige her und zu dem hat sie euch zum Bedeuern nicht erlost, als man soll ihm genug übersetzen, aber also wie wir wissen, dass euch sie hat gehabt eine Hand in die erste Proben, kann man dringend, das ist schon ein gewähner Projekt und man hat, öfter hat man das euch gewollt, publizieren in Hemsheichim auf Englisch, ich weiß nicht, oder Poshet gemacht als ein Experiment, als ja, parallel zu Grades Schreibarbeit will man euch mitgehen auf Englisch, also soll kommen der Tag, so schon euch seine greite Übersetzung auf Englisch. Ist es, dass wir das annehmen, als oder sie als verständigt mit Bäuerinnen und dem anderen? Ja. Minastam. Ja, weil das ist als Leute, was ich habe bewiesen zu verstehen von den Materialien, was gefunden sich im Archiv, ist das als gewinn euch in direkten Schutz mit ihr. Das heißt, sie hat gesehen die Sachen, das sind nicht etwas individuelle Proben von die scheichdicke Übersetzer, was haben sich glatt ein bisschen gespielt. Das kann euch einmal treffen, ja, aber es ist geschehen als mit ihr Wissen und also wie sie ist gewinn Kapitän, können wir sich vorstellen, dass sie ist gewinn mit etwas anerkennt, euch mit Zat die Grades. Ja? Aber kein Mal nicht publiziert geworden. Okay? Und euch von der zweiten Seite, wir haben noch Sticklach und Brecklach und jedes Stickel Übersetzungsproof ist von Emerson anders. Ist das euch Asimen auf dem, als nicht als ist gegangen dort glatt und öfter seinen ja gewinn etwas Chiluke Ideies und zu dem hat das nicht gehabt, kein Hemmschicht. Nun, wenn es nicht gewinnt, kein Krieg zwischen die Schießen. Erstens. Es ist trotzdem,
wer Hashem ist, es ist klar, als auch andere, wollt euch gekommen zu kriegen einen Nobelpreis, nicht nur über Schewissen, aber was kann man tun? Ja, das ist, ich weiß, du willst verbinden Demonstrieren mit dem Fakt, dass gerade hat man nicht genug übergesetzt, speziell auf Englisch, Tage zulieb an ihnen wenigster Mischprochepolitik, was hat nicht erlost, also viel aktive, publikierte Übersetzung. Und das hat Geurem gewinnt, als ist Bichlal ein bisschen winziger bekannt in der größeren Welt, nicht wie Baschewis, was hat Tage gearbeitet, allein über dem, was soll kriegen, euch einen weltweiten Schem durch Übersetzung. Ja, das ist die Übersetzung, ist ein ungewätigte in Scheiches mit Graden und sie ist sicher etwas, was ist gewesen am Menie, was hat nicht erlost, also soll werden genug bekannt und seine Xovim sollen werden genug verspreit euch. Ja, ja, sie will noch etwas bemerken, etwas fragen, etwas. Ja. Wegen ein Dokument, was ist geschliffen geworden und übergeschliffen geworden, aber nicht der Schliffen geworden, was sei mit der englischen Übersetzung und sei euch, man wird das einmal aufdrucken, wie sollt ihr ergänzen das? Wie sollt ihr schlift man, nicht der schliffen Dokument? Nu, wer seien mir, als wir sollen sich wegstellen und anschreiben dem Sof, ja, was der Schreiber hat nicht bewiesen anzuschreiben. Ich meine, das darf nicht sein die Prätensie. Die Prätensie darf sein, zu arbeiten mit dem, was ist da. Und das, was ist da, lernt uns der Iker wegen einem Schaffungsprozess, wegen einem Weg von einem Werk. Und in dem Fall ist das Interessante. Ja, es wird mit euch auf Jiddisch, mit das Publikieren wie ein Buch, bleiben mit einem offenen Sof. Und man darf sicher reinnehmen in eine Publikation auf Jiddisch euch die zwei seitlich, was man hat abgefunden, die Skizze wegen einem möglichen Sof von Grades Hand, das sicher, aber Minastam darf man nicht prüfen, Leute Skizze anzuschreiben, jetzt der Gich an einem jiddischen Sof. Ja. Ich habe nicht gelernt, das Buch, nicht auf keine Sprache. Wie ist das also wie ein Mysterie oder so, also wie Nicholas Nickleby oder... Nee, es endigt sich nicht in Mittensatz. Vergesst nicht, dass das ist ein Reus in Hemschechim und euch etwas hat sich abgestellt in etwas Hemschech, ist es nicht in Mittensatz. Man fühlt nicht bei ihm, als man bleibt in einer größeren Mysterie. Man fühlt öfter, ja, als Sachen seien nicht entwickelt, wahrscheinlich der Geschichte von der Mischproche. Aber kedei zu entfernen zum Besten auf dem, ist Mistome allein zu öffnen das Buch und anzuheben und zu der Endigen, kedei zu finden dem Tam. Ja? Ja. Ich will noch Mäuse sagen, ich habe gelernt die ganze Buch, was bedeutet in Englisch, habe ich geschrieben ein Buch-Review in der Vorwärts, wegen der Sons and Daughters in der Tafel. Ich habe das gesagt ein bisschen, bei mir kommt durch, lass mich sagen, also, die MS Sieber, was gerade nicht gekannt, endlich in das Buch, das Roman, weil die MS Ende von die Meise ist die Chorbe. Aber die Chorbe nicht gewollt werden wegen dem Offen, wie ihr allein bemerkt. Der Fall, hat gewollt endigen, aber hat gewusst, dass die MS Ende von die Sieber, von die Meise, ist die Chorbe allein, was hat nicht gerettet wegen dem. Der Fall ist mehr, also rausgekommen, das ist nicht, it's not an accident, das ist, was ich will sagen. Das heißt, ihr wollt sagen, dass das hat Bekieven nicht endigt. Es ist nicht gekannt endigen. Ja, das ist es. Es ist nicht gekannt endigen. Also kommt euch bei mir. Ja, das ist schon ein guter Jesod für weiter dicke, nicht Spekulations, noch Interpretations, ja, aber es ist,
auf etwas der tragischen Öffnung ist das, was hat wie eine Idee gehabt in Sinnen beim größten Anwurf von dem größten Roman, Zerfall von der Zivilisation, alpi der Dogme von der Mischproche, ist Tage Mekuyem geworden, realisiert geworden. Und der Chuben hat in der Emerson getan, das, was hat vertracht, ideell wie als literarische Struktur. Und zulieb der Ostire hat öfter Tage sich nicht gekannt, genug Gier der Schleifen, zu beweisen, noch Kolsmann ist beim Leben. Ja? Aber hat ja, wir sehen das in die Korrespondenzen, durch lange Jahre gehabt die Strebung, zu publizieren das Buch in einer Ganzheit. Hat gestrebt zu dem. Es ist nicht gewesen etwas, was hat Geseder gehalten, bekieven, endigt und abgestuppt und abgelegt, die Publikation von einem Roman wie eine abgeschlossene Sache. Ja, es ist sehr wichtig zu lesen, parallel die Korrespondenz. Es ist sehr eine interessante Ergänzung. Ja, Melech. Dies gesagt, bei deiner Meinung, als hat gesehen, als Zerfall von der jüdischen Zivilisation, viele Fragen im Horn. Und will wissen, was die meinst, seinen die Lexi, Mr. Haskell, für Hanzutog, für unser Jiddisch, für der jüdische Literatur Hanzutog. Sie die meint, dass es du etwas, wird man ihm weisen, als hat gehabt, Tools. Efter hat uns allein getan, die Teufel mit dem nicht durchschleifen und nicht gegeben dem letzten Klapp der jüdischen Zivilisation oder hat nicht der jüdischen Literatur. Und das lässt für uns eine Öffnung, ja weiter zu leben in Ahemschech. Und bei Poel Mamisch meine ich euch, dank dem, was ist noch da in die Archiven und es hat sich ja abgehielt, haben wir die Möglichkeit weiterzuschöpfen und weiterzuziehen. Und ob nicht durch ein kreativ geschriebenes Wort, ist Gott durch dem forscherischen Wort. Ja. Bei MS will ich noch einmal unterstreichen, die Reichkeit von dem Archiv, und es ist, also ist voll mit Äußeres, was wir können noch schöpfen von sich. Wir können weiter schreiben, wir können weiter forschen wegen seiner Literatur. Aber euch, öfter, ob immer wie sich unternehmen, euch kreativ. Wie ein jüdischer Schreiber, was verschreibt öfter einen neuen Roman wegen Chaim Graden oder Chaim Grades unterschriebenem Roman. Ja? Mich zu fragen darf bei mir, was ist der Musar Haskell und was ich gewollt herausziehen von dem speziellen Beispiel von dem Roman auf weiter dicken Weg von der jüdischen Literatur, das ist eine große Frage. Und ich habe sich nicht gegräht auf ihr. Und es ist eine Frage, was wir kennen. Ich weiß nicht, sie wir kennen entfernen auf ihr und sicher nicht also Schitten von Arbe, dem Entfer. Aber, Herr, von der zweiten Seite kann man euch sehen, als hat bis so von seinem Tag geschrieben. Hat nicht aufgegeben. Und mit ihm zusammen alle von seinen Dor und euch ein bisschen jüngere, speziell die, was haben wie übergelebt im Chorben. Wo das soll nicht sein. Hat übergelebt, ist geblieben leben in Rattenverband, hat gehabt das Maselas, hat gekannt an Läufen. Andere haben durchgemacht, die Milchome-Jahren unter die Nazis. Und sie sind heraus von dem Koschmar und weitergefunden, dem Keuer zu schreiben. Ein ganzes Leben. Ich will der Monen noch ein Schreiber, wo seine Tochter sitzt dort zwischen uns, als wir reden schon wegen die Themen, ja. Lea Striegler, die Tochter von Mordre Striegler, euch ein sehr wichtiger Schreiber, der Redakteur von dem Vorwärts, Frau Boris Sandler, und euch ein Mensch, was hat dafür noch nach oben gehalten, war wichtig, weiterzugehen in der jüdischen Literatur, zu schreiben, zu verschreiben und euch kreativ, nicht nur gedenken, schreiben und verschreiben und schreiben, Eides schaffen, noch euch weiterzugehen mit dem zukünftigen Gedanken, kreativ, ja. Und wir haben heutige Schreiber zu euch. Schreibt fahren auf den Schwell. Das ist der Musar Haskell. Ja? Schämt sich nicht, nehmt die Feder in Hand, experimentiert
Und euch, ob das ist nicht eure Mameloschen, ja, es ist euch nicht mein Mameloschen, lasst mir sich mal sein. Ich habe sich gelernt, Jiddisch nur zu 18 Jahren. Also ja, es ist nicht, älter ist nicht kein Teretz, ja. Es wendet sich, nein, es wendet sich nur in die eigene Keuches und in dem Rotzen, in dem Willen. Ja, noch etwas, Fragen, Kommentaren, Zugaben. Ich habe Recht zu lernen, jetzt, dem größten vermisst. Ich habe Recht zu warten, bis es wird raus auf Jiddisch. Aber, ja, gut, schönen Dank für uns zu hören. Ein größten Dank auch. Ihr wisst, dass der Stammmensch, der Stammmosche auf der Gas hat also einen Blick auf Archiven, es ist alt und stäubig, und vergelt und zerkrochen. Und Miriam hat für uns aufgelebt und animiert. Die ganze Arbeit. Ich will werden ein Archivar. Bisschen zu spät. Das ist das Ort. Ja, Miriam hat umgerührt das Thema von Hemmschach von Jiddisch. Und ich will pushen, sie gerät wegen auf den Schwell. Ich will nur den Mann ein paar Werte wegen der Jiddisch legen. Teil von euch haben uns gefunden wegen der Unternehmung durch die Jiddisch liegen, weil ihr seid auf unsere Postregime. Andere haben uns gefunden wegen dem durch Niveau oder anders wie. Und ich will nur sagen, ein paar Werte, als die Jiddisch Liga existiert schon mehr wie 45 Jahre. Das hat geschaffen Dr. Mordechai Schächter, wie ein Mittel zu verspreiten das jüdische Wort, in mutigen das Reden, Lernen, in Schreiben auf Jiddisch. Wir leben weiter, 45 Jahre später. Wir haben herausgegeben verschiedene Publikationen, die helfen mit den Zielen. Eins ist das Arimnemic English-Jiddisch Wörterbuch, Comprehensive English-Jiddisch Dictionary. Ob ihr wollt, sich wegsetzen, etwas schreiben auf Jiddisch, ist es ein Gittmittel zu haben zu der Hand. Es existiert sei in Druckform, sei online. Und ihr könnt reden oder mit mir oder mit Miriam wegen dem. Und erst letztens ist raus in der neuesten Publikation Mamisch von Ehe raus, mit ein paar Wochen zurück. Das ist ein neues studentisches Lernbuch von 7 Peretz-Erzählungen, adaptiert, verkürzt und adaptiert für Studenten. In der Adaptierer in der neuen Stelle sitzt du mit uns, Michael Alfonso. Weil Peretz ist eine Fülle für fließige jüdische Reden, speziell als eine, was kommen nicht von einem traditionellen Hintergrund und haben einfach nicht genug starken Äußer von Lashon Kodesh, ist Peretz schwer zu verstehen. Moschel hat genommen die 7 Erzählungen und hat geschnitten, zurückgegeben, weitergeschnitten, zurückgegeben, bis es gekommen der Zeit, dass man schon herausgeben. Sie wird sehr zu Netz kommen für Studenten, für schwache Lerners, für Gitterlerners, und zu vergleichen, Satz bei Satz, den Text mit dem Peretz-Original, ist sehr eine gute Genietung für Lehrer und für wem es will in der Heim. Wir möchten auch zu gehen auf unsere Webseite, leagueforyiddish.org, sehen, was wir haben, was ihr könnt bekommen bei uns. Und ob ihr wollt stützen, eine wichtige jüdische Organisation, könnt ihr das echt tun auf leagueforyiddish.org. Als ihr stützt, als ihr werdet ein Mitglied, werdet ihr umsist bekommen, dem Affenschwell. Ich bedanke euch sehr, dass ihr sind gekommen. Es ist sehr schöner und aber kovidige Räume. Und ich wünsche euch allen einen guten Chodesh, ein gut gebencht Jahr von Schulem und Liebschaft zwischen Menschen. Einen schönen Dank und ihr mögt sich mechabit sein mit alles, was es da von hinten, literarisch und gastronomisch. Dank.